Zunächst einmal einen schönen guten Nachmittag auch meinerseits. Danke für die Einladung, der ich gerne Folge geleistet habe. Das Problem ist bei mir in diesen Fragen, das wissen die Freunde hier in Kärnten, die Kärntner Slowenen, ist nicht die Frage des Wollens, sondern des Könnens. Die Agenda ist immer übervoll, aber wenn es irgendwie geht, dann gerne. Diese Frage, die heute ich hier jetzt abzuhandeln habe, die wird mir sehr häufig gestellt. Inwieweit ist das Modell, und ich werde das Anführungszeichen gleich anschließend erklären, das Modell Südtirol übertragbar auf andere Minderheiten, Situationen oder Fragen des Volksgruppenschutzes? Zunächst einmal antworte ich auf diese Frage immer gleich mit dem Hinweis, ich ziehe es vor, von einem Beispiel zu sprechen, nicht von einem Modell. Ein Modell, das hätte ja den Charakter einer unmittelbaren Übertragbarkeit, so macht man das. Hingegen ist, glaube ich, die Lösung, die für Südtirol gefunden worden ist, ein Beispiel dafür, wie es gehen kann. Und darin steckt auch gleich ein weiterer Inhalt, dass aus meiner Sicht eben die Dinge nicht 1:1 übertragbar sind, sondern dass Elemente durchaus relevant und interessant auch für andere Situationen sein könnten. Aber zunächst einmal zurück ganz an den Beginn. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg das Anliegen der Südtirolerinnen und Südtiroler, die in wirklich in 100.000 Unterschriften zum Ausdruck gebracht, einer Rückkehr zu Österreich wieder abgelehnt worden war, gab es ja dann diese Einigung als Anhang zum Pariser Friedensvertrag, dieses Abkommens zwischen Österreich und Italien, Gruber de Gasperi, den Außenministern, mit welchem den Deutschsprachigen, die ladinische Volksgruppe hat man interessanterweise damals vergessen, diese zu berücksichtigen, den Deutschsprachigen in der Provinz Bozen und in den benachbarten Gemeinden der Provinz Trient, deutschsprachigen Gemeinden der Provinz Trient, eine Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnis zuzuerkennen und eben im Besonderen Rechte für den Schutz der Sprache dieser Volksgruppe zu gewähren. Das ist eben ein Element. Hier gibt es eine vertragliche Grundlage. Das ist natürlich enorm hilfreich. Die wenigsten Minderheiten, Volksgruppen weltweit können auf eine solche Rechtsgrundlage zurückgreifen. Es gibt diese Funktion eines Kin States, wie es völkerrechtlich auch bezeichnet wird, also eines Staates, der für diese Volksgruppe im anderen Staat einsteht und hier auch Vertragspartner ist in einem bilateralen Verhältnis, sodass es auch die Möglichkeit gibt, aus diesem Vertrag Herausforderungen für den Volksgruppenschutz zu stellen. Das ist natürlich ein großer Vorteil und der war im Falle Südtirols tatsächlich prägend für die Gesamtentwicklung der Südtiroler Autonomie und im Allgemeinen und im Besonderen auch der Minderheitenschutzinstrumente. Es war nämlich die Republik Österreich, die dann die Frage vor den Vereinten Nationen aufgeworfen hat, bekanntlich, und das eigentlich unmittelbar, nachdem Österreich selbst wieder souverän geworden war, ja, 55 Staatsvertrag und dann bereits Kreisky, sobald es irgend ging, die Frage dann auch vor die UNO, und in den Jahren 1960 und 1961 hat es tatsächlich 2 UN-Resolutionen dazu gegeben, mit welchen die beiden Signatarstaaten dieses Pariser Vertrages aufgefordert worden sind, sich noch einmal zusammenzusetzen, um über die Erfüllung dieses Vertrages zu verhandeln. Darauf ist übrigens jetzt auch vor wenigen Tagen in New York hingewiesen worden. In New York ist ja anlässlich der 77. Generalversammlung der Vereinten Nationen auch der vor 30 Jahren stattgefundenen Verabschiedung der UN-Deklarationen über den Schutz der Minderheiten gedacht worden. Und es hat hier eine eigene Veranstaltung dazu gegeben. Und es war natürlich für die Vereinten Nationen einmal angenehm darzustellen, dass sie hier nicht nur eine Rolle gespielt haben im Prozess, der zur Südtiroler Autonomie geführt hat, sondern dass es auch tatsächlich einen Erfolg gegeben hat, ausgehend von 2 UN-Resolutionen. Also dieses eine Element, das kann man nicht genug hervorstreichen.
der Vertrag zwischen zwei Staaten und auch der Beistand danach des internationalen Rechts, in diesem Fall der Ausdruck gefunden hat durch zwei UN-Resolutionen. In dieser Situation befinden sich leider die wenigsten Minderheiten, dass sie einen solchen Hintergrund haben. Und auf Grundlage dieser Ausgangslage ist dann ja eben auch das sogenannte Südtirol-Paket entwickelt worden, das eben diese Schutzinstrumente dann auch vorgesehen hat, die dann im zweiten Autonomiestatut, und wie Professor Neisser zu Recht gesagt hat, hier begehen wir heuer die 50 Jahre, im zweiten Autonomiestatut 1972 Niederschlag gefunden haben und in weiteren Maßnahmen. Nicht alle Paketmaßnahmen sind allein, die allermeisten sind mit Statut umgesetzt worden, einige auch mit Staatsgesetzen beziehungsweise mit Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut. Und was sind nun diese Kernelemente des Schutzes? Im Prinzip schon einmal ganz in der grundsätzlichen Ausrichtung genau das, was im Pariser Vertrag vorgesehen war. Die Garantie des Rechtes der Verwendung der Muttersprache im Verkehr mit öffentlichen Ämtern, in der öffentlichen Verwaltung. Nur das zu konkretisieren, ist alles anders als einfach, das wissen alle, die hier im Raum sitzen. Das eine ist ein Prinzip, das andere ist, das dann tatsächlich auch Wirklichkeit werden zu lassen. Man hat hier dann Instrumente gefunden, die eben tatsächlich vielerorts vielleicht auch verwendet werden könnten, je nach Kontext möglicherweise in unterschiedlicher Ausprägung. Zum einen der Grundsatz, dass die Sprache verwendet werden kann, führt dazu, dass diejenigen, die im öffentlichen Dienst arbeiten und Dienst erbringen, die Sprachen beherrschen müssen. Das ist die Zweisprachigkeitspflicht und beziehungsweise die Dreisprachigkeitspflicht für die ladinischen Ortschaften für die Aufnahme in den öffentlichen Dienst. Das ist ein Element. Dafür muss sich aber auch die Sprachkenntnis feststellen. Dafür hat man das Instrument des Zweisprachigkeits- bzw. Dreisprachigkeitsnachweises entwickelt. Übrigens hier zeigt sich dann etwas, was wir dann häufig erlebt haben, mit der Notwendigkeit, das auch laufend anzupassen, jetzt zuletzt zum Beispiel an den europäischen Rechtsrahmen anzupassen, was die Einstufung der verschiedenen Sprachniveaus anbelangt. Bei uns hieß das früher A, B, C, D. Ja, und jetzt ist das eben analog zu den Referenzrahmen der europäisch festgelegten Sprachniveaus. Es gibt also die Pflicht, die Sprache zu beherrschen für die öffentlichen Beamten, und es gibt eine Zertifizierung dafür, und nur mit dieser Zertifizierung kann ich an öffentlichen Wettbewerben teilnehmen. Ein Element. Ein weiteres, natürlich auch die Frage, ja, wer darf überhaupt den öffentlichen Dienst bekleiden, und das ist ja auch im Zusammenhang mit der leidvollen Geschichte Südtirols zu sehen, unter dem Faschismus und auch im demokratischen Nachkriegsitalien, das leider immer noch relativ nationalistisch ausgerichtet war der öffentliche Dienst fast ausschließlich mit Angehörigen der Mehrheitssprache, also der italienischen Sprache, besetzt. Während des Faschismus gab es geradezu einen Ausschluss, aber auch in Nachfolge war es kaum möglich, eine Stelle im öffentlichen Dienst anzunehmen, wenn man deutscher oder ladinischer Muttersprache war. Und hier das Instrument des Proporzes, des Stellenproporzes. Es sollen die Stellen im öffentlichen Dienst im Verhältnis der Sprache der Volksgruppen, wie sie im Land erhoben werden, besetzt werden. Und hier kommt gleich das nächste Element. Es braucht dazu natürlich auch ein Instrument für dieses Postulat, und das ist dann die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, die Erhebung der Zugehörigkeit der einzelnen Personen zu den Sprachgruppen. Auch dieses Instrument ist immer wieder zur Debatte gestanden, auch kritisiert worden, es ist aber auch laufend weiterentwickelt worden. Es gab ja die Kritik, dass man es den Menschen nicht antun könne, sich einer Gruppe zuzuordnen, wenn man möglicherweise selbst nicht so eindeutig sich zuordnen kann oder auch will. Das banalste Beispiel sind natürlich Kinder von Eltern, die beiden
Sprachgruppen zugehören. Wie kann ich dann da sagen, du musst jetzt sagen, ob du deutschsprachig oder italienischsprachig bist? Daraus hat man dann doch eine neue Version entwickelt, das Ganze weiterentwickelt, indem man gesagt hat, Moment, es gibt die Zugehörigkeitserklärung, es gibt aber auch eine zweite Möglichkeit, wenn man sich nicht unmittelbar zugehörig erklärt, dass man sich anschließt einer Sprachgruppe zum Zwecke der Anwendung dieses Instruments. Und so wird das jetzt auch gehandhabt. Und übrigens dann hat man alle möglichen Regelungen auch erlassen müssen, um Missbrauch dieses Instruments zu vermeiden, dass sich Menschen ad hoc erklären, gerade so wie die Stellen jetzt gerade vorgesehen sind und sagen, jetzt bin ich gerade mal deutschsprachig, dass diese Erklärung dann von dauerhafter Natur ist, beziehungsweise nur alle 10 Jahre anlässlich der Volkszählung erneuert werden kann. Natürlich für neu ins Land kommende ist eine Ad-hoc-Erklärung möglich. Das ginge ja gar nicht anders. Ich kann nicht sagen, du musst bis zur nächsten Volkszählung warten, bis du überhaupt eine Chance hast, für den öffentlichen Dienst dich zu bewerben. Also all diese Fragen. Und genau deshalb kann Südtirol Beispiel sein, weil hier vieles schon beantwortet ist. Auch für viele Konfliktsituationen, die immer entstehen, wenn Menschen Regeln schaffen. Es gibt die perfekte Regel nicht. Ich erlaube mir das in Anwesenheit von Juristen zu sagen, aber die gibt es nicht. Es gibt dann immer einen Ausgleich von Interessen, der auch möglich gemacht werden muss und wo man die Zielsetzung bewahrt, aber dann trotzdem schaut, Konflikte, die entstehen können, zu lösen. Das also als weiteres Instrument. Ein ganz wesentliches, und ich habe mich jetzt vor allem auf diese Frage der Verwendung der Sprache, der Sicherstellung auch der gleichberechtigten Verwendung der Sprache bzw. der Sprachen. Das Ladinische ist übrigens im Pariser Vertrag zwar vergessen worden, in den Paketmaßnahmen, im zweiten Autonomiestatut und in den Durchführungsbestimmungen, also in der nachfolgenden Staatenpraxis, ist das Ladinische aber immer klar auch Gegenstand der Umsetzung des Pariser Vertrages gewesen. Dass es heute eigentlich eine einvernehmliche Interpretation ist, dass das Ganze auch die bilaterale Ebene auch für den Schutz des Ladinischen gilt. Worüber ich jetzt noch nicht gesprochen habe, und das ist ein ganz wesentliches Element, das sind jetzt ganz spezifische Schutzinstrumente. Die würden aber relativ wenig nützen, wenn ich dann nicht auch die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung der betroffenen Volksgruppe auch ermögliche und unterstütze. Und dazu braucht es neben der Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnis für diese Bereiche, also ich darf selber Schule gestalten, Schule regeln, ich darf selber die Frage des Wohnbaus entscheiden, der Raumordnung, die Frage der Infrastrukturpolitik, der Wirtschaftspolitik, braucht es auch das Geld. Es braucht nämlich auch Schulen und Lehrer. Es braucht Vereins- und Kulturhäuser. Es braucht Infrastruktur für die Minderheit. Und in diesem Fall ist eben auch eine Regelung gefunden worden, die sehr wichtig ist, nämlich eine Finanzgarantie. Das ist jener Teil der Südtiroler Autonomie, der am häufigsten Neuerung, Innovation, Veränderung und auch Streit unterworfen war. Wie finanziert sich Südtirols Autonomie? Ein Grundsatz stand von Anfang an fest, es geht über die Beteiligung an dem allgemeinen Steueraufkommen, also an lokalen Steueraufkommen der allgemein geltenden Steuern. Anfangs war es das nur zu einem Teil und zu einem anderen Teil gab es eine immer auszuhandelnde variable Quote und hier hat man schon gesehen, das war eine Schwäche des Systems, denn hier musste man immer wieder nachverhandeln mit dem Zentralstaat, der ist seinen Teil schuldig geblieben, verhandeln müssen, irgendwo etwas vorzusehen, das wird man dann schon vereinbaren, das ist die Lehre aus dieser Geschichte, ist für eine Minderheit immer ein schlechter Deal. Und es hat sehr lange gedauert, bis man es geschafft hat, das zu sagen, wir schreiben hier fest, dass Südtirol in diesem Fall 9/10 auf alle Steuern und Abgaben erhält, die in der staatlichen Rechtsordnung vorgesehen sind, bezogen auf das Südtiroler Territorium. Dann gibt es
komplexe Regelungen in Bezug, wie macht man das in Bezug auf die Mehrwertsteuer und so weiter. Aber das Prinzip ist das. Ich will hier nicht weiter ausführen. Hier noch eine Klammer auf und eine Klammer zu. Nachdem dieser Teil des Autonomiestatuts nicht im Verfassungsrang steht, das war ursprünglich schon deshalb so vorgesehen, weil man wusste, das wird man immer wieder neu verhandeln müssen, weil es ja auch Änderungen im Steuersystem des Staates gibt, ist es hier leider auch geschehen, dass der Staat sich hier oft nicht an die Regelung gehalten hat. Und hier musste Südtirol sehr oft vor den Verfassungsgerichtshof ziehen und auch Vereinbarungen, die man mit dem Staat getroffen hat, sind mitunter gebrochen worden. Zuletzt in der großen Finanz- und Staatsschuldenkrise 2009, 2013. Mario Monti war damals Regierungschef. 1,1 Milliarden sind ganz einfach nicht an Südtirol übertragen worden, die uns eigentlich zugestanden wären. Und wir haben verhandelt und neu verhandelt. Wir haben den Weg vor dem Verfassungsgerichtshof gar nicht gesucht. Wir haben zwar die Klage eingereicht, aber dann vorher abgeschlossen, weil wir schon davon ausgegangen waren, dass im Fall eines Staatsnotstandes oder einer solchen Situation der Verfassungsgerichtshof für den Staat entscheiden würde und sagen, das legitimiert das. Das gelte nur rebus sixtantibus, bei völlig neuen Verhältnissen sei auch eine solche einseitige Änderung gerechtfertigt. Andere Regionen haben den Weg zum Verfassungsgerichtshof durchgezogen. Die Urteile haben genau so gelautet. Der Staat hat Recht bekommen, wir haben vorher abgeschlossen, neu verhandelt, aber mit einer Besonderheit. Und jetzt kommt wieder die Schutzfunktion Österreichs zum Zuge. Ich habe dann gesagt, das war dann schon in meiner Landeshauptmannschaft, wir können einen neuen Vertrag unterschreiben. Wir können auch einen zusätzlichen Solidarbeitrag zulasten Südtirols, einer erfolgreichen Volkswirtschaft, vorsehen, aber unter zwei Bedingungen. Wir erhalten zusätzliche Zuständigkeiten für lokale Steuern und Abgaben, die hatten wir bisher nicht, die fallen jetzt in unsere Gesetzgebungsbefugnis und diese Neuverhandlung wird bilateral mit Österreich abgesichert. Ein zweites Mal passiert uns das nicht. Das war sehr mühsam. Das italienische Außenministerium und alle anderen, die damit mit dem Spiel haben, haben das bis zuletzt zu verhindern versucht. Manchmal ist es ein Glück, wenn man in den prekären italienischen Mehrheitsverhältnis Zünglein an der Waage ist. Wir haben es dann geschafft, dass der damalige Ministerpräsident Matteo Renzi diese Note nach Wien geschickt hat. Seither haben wir das weitere zweimal praktiziert. Inzwischen ist es eine, könnte man sagen, völkerrechtliche Staatenpraxis geworden, dass bei Änderung des Autonomiestatuts es einen Austausch mit Österreich gibt. Und das ist eine implizite Anerkennung der Schutzfunktion Österreichs für Südtirols Autonomie. Neben der spezifischen Funktion der Absicherung. Also Finanzen, das ist ganz wichtig. Und das sind einmal rechtlich wichtige Elemente. Ein weiteres, das dann nicht rechtlicher Natur ist, das ist dann schon die Frage, ob es gelingt, sich zu vernetzen. Oder zumindest nicht allein rechtlicher Natur ist. Als Minderheit ist es hilfreich, wenn man einmal gut vernetzt ist mit dem Staat, wo die eigene Minderheitensprache oder Volksgruppensprache Mehrheitssprache darstellt. In Südtirol zum Beispiel ist das gelungen durch die Anbindung an die Rundfunk- und Medienwelt. Das ist auch ein Teil der Paketmaßnahmen gewesen, also in Umsetzung auch dieser Prinzipien erfolgt, aber nicht explizit vorgesehen war das, aber es ist aus den Prinzipien ablesbar, dass es zum Schutz auch entsprechende Instrumente braucht. Hier ist die Rundfunkanstalt gegründet worden und es sind dann diese Fernsehsendungen aus Österreich, aus Deutschland, die Radiosendungen, Rundfunksendungen übertragen worden. Es braucht also die Anbindung auch, wo dies möglich ist, und sonst braucht es intensiv auch die Pflege der Sprache und Kultur. Und ich glaube auch, es ist eben nicht nur eine rechtliche Ebene zu betrachten, es braucht vor allem auch das Bewusstsein in der betroffenen Gruppe selbst der Notwendigkeit, die eigene Sprache und Kultur auf allen Ebenen zu fördern, zu nützen, zu prägen und den Willen dazu. Und hier bringe ich gerne das Beispiel der kleinsten Minderheit in Südtirol, also der kleinsten Volksgruppe, der Ladiner, wo ich glaube, dass es eine interessante Entwicklung gegeben hat in den letzten Jahrzehnten. Es gab
eine Zeit, wo es durchaus modisch war, sage ich mal, in vielen latinischen Elternhäusern, latinischen Tälern, die deutsche Hochsprache zu benutzen oder die italienische Hochsprache zu benutzen. Und das hat durchaus dazu geführt, dass es ein weiteres Zurückdrängen des Latinischen gegeben hat. Und ohne dass sich gesetzlich groß was geändert hätte, hat es zum Glück eine Trendwende gegeben und beginnend ab den 80er Jahren, ja, massiv unterstützt durch kulturelle Einrichtungen, die auch vom Land finanziert worden sind und so weiter, aber ich glaube vor allem durch ein neu entstandenes, stärkeres Bewusstsein für den Wert der eigenen Kultur, dass man eben auch, das kann man nämlich nicht vorschreiben, auch zu Hause mit den Kindern wieder die ladinische Sprache gesprochen worden ist. Und man sollte dieses Element nicht vergessen, neben all den rechtlichen Fragen, auch die Frage dessen, wie groß ist der Wunsch, selbst aktiv beizutragen durch eigenes Verhalten. Den rechtlichen Rahmen braucht es selbstverständlich, aber es braucht dann auch den Wunsch, das Ganze zu prägen. Und wir erleben das auf vielfältiger Ebene, auch in der Frage dann, wie man sich selbst darstellt. Das gilt auch für die deutsche Sprachgruppe. In der Werbung zum Beispiel, in der touristischen Werbung, wie man die Namen, die eigenen Bezeichnungen verwendet, wenn wir zum Beispiel uns auf die Toponomastik beziehen. Das eine ist eine gesetzliche Regelung, das andere ist auch eine Umsetzung. Und auch hier sage ich, es ist ein wesentliches Element, tatsächlich selbst tagtäglich bewusst die eigene Sprache und Kultur zu fördern. Und ich blicke jetzt zu Martha Stocker, wir sind uns an einem Punkt einig, da sind wir nicht unbedingt immer Vorzeigebeispiel in Südtirol. Wir haben zwar eine sehr gute rechtliche Regelung, aber das hat vielleicht dazu geführt, dass vieles als selbstverständlich betrachtet wird und man hier manchmal etwas nachlässig ist. Und ich schließe jetzt damit, ich habe die 20 Minuten schon längst überschritten, ich schließe damit, dass ich sage, es ist meine persönliche Überzeugung, dass diese Regelungen, die manchmal auch anachronistisch erscheinen. Ich werde ja sehr oft gefragt, ob es heute noch sinnvoll ist, eine Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung abgeben zu lassen, einen Proporz bei der Besetzung der Stellen im öffentlichen Dienst anzuwenden. Wo wir doch in Südtirol Vollbeschäftigung haben, es geht also nicht mehr darum, sicherzustellen, dass die deutsche oder ladinische Sprachgruppe auch einen Arbeitsplatz erhält. Im Gegenteil, unsere öffentlichen Stellenwettbewerbe gehen in der Regel leer aus. Wir finden am ehesten noch italienischsprachige Bewerber. Bei deutschsprachigen Ladinern tun wir uns sehr schwer. Warum macht ihr das dann immer noch? Da ist meine Position ganz klar. Das Ziel all dieser Maßnahmen ist ja nicht, sich dann völlig zu verschließen und sich abzuschotten und ins Schneckenhaus zurückzuziehen, sondern das Ziel ist, die Volksgruppe, die Kultur und die Sprache derart zu stärken, dass man dann offen aufeinander zugehen kann und dass man dann tatsächlich den Mehrwert der Vielfalt entdecken kann. Und das wird nur möglich sein, wenn ich zunächst einmal geschützt bin. Wenn ich weiß, ich habe unabänderlich verbriefte Rechte, dann kann ich auch mich öffnen und wie wir es jetzt aktuell tun, auch dort, wo notwendig ist, flexible Umsetzungen auch erarbeiten, pragmatisch auch agieren, im Sinne auch eines gewissen Gespürs für aktuelle Entwicklungen, unter Wahrung der Prinzipien und dieser unabänderlichen Rechte. Je stärker wir verwurzelt sind in der eigenen Sprache, Kultur und Tradition, umso offener können wir sein und europäischer können wir sein und dann tatsächlich diesen Mehrwert der Vielfalt für uns auch nutzen, im Sinne des United in Diversity, wie es in Europa propagiert wird, dass wir gern für uns in Südtirol auch reklamieren und postulieren. Und ja, wir möchten gern ein kleines Europa in Europa sein. Es gelingt uns manchmal, bei weitem noch nicht immer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.